lieben Rock'n'Roll und sie leben ihn auch. Mode, Oldtimer, Musik, Tanz. Alle 2 Jahre wird das mittelfränkische Wolframs-Eschenbach zur Zeitmaschine für Nostalgiefans. Mittendrin Stefanie Fröhlich. Sie verkauft Mode im Vintage-Stil und liebt es, damit in die Vergangenheit einzutauchen. Ganz bombastisch. Ja, Mode ist ein Lebensgefühl und dieser Ausdruck der Mode, also das finde ich wahnsinnig interessant, egal jetzt die 40er, die 50er oder dann auch die 60er Jahre, die Rebellion, als die Röcke immer kürzer wurden. Also finde ich, jedes Jahrzehnt hat so seine eigene Geschichte. Eine Mischung aus echten Vintage-Funden und neue Stücke nach alten Vorbildern. Stefanie Fröhlich ist immer auf der Suche nach dem Besonderen. Bei ihr zählt nicht der Trend, sondern der Mut, auch mal anders zu sein. Also das ist jetzt typisch 50er Jahre. Das ist dieser super weite Rock und unten drunter eben der Petticoat. Hat Taschen und ist wirklich mit dem Kragen richtig schön gemacht. Also das ist ein Kleid, das wirklich eins meiner Favoriten ist. Obwohl ich sagen muss, ich bestelle komplett nach meinem Geschmack. Und ihr Gespür kommt offenbar an. Man kann es einfach auch so einen Schnitt auch alltäglich anziehen, wenn es ist. Und man geht irgendwo mal raus und mit so einem Kleid. Und man wird auch öfters mal angesprochen, wo man das her hat. Und ja. Gestern haben wir schon ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Es könnte heute doch noch ein bisschen mehr werden. Ich liebe allgemein die Zeit und ich liebe auch mal ein bisschen anders zu sein wie im Alltag. Stefanie Fröhlich lebt diesen Vintage-Stil auch im Alltag. Schon als Kind hat sie sich in die 50er und 60er Jahre verliebt und in die Mode gleich mit. Ich war vom Kleidungsstil schon immer anders und hatte da auch viel Gegenwind und auch viele negative Kommentare, aber das hat mich eigentlich nur stärker gemacht und ich habe mich da auch nie beirren lassen. Anders sah es mit ihrer beruflichen Karriere aus. Der Traum vom eigenen Laden war für Stefanie ein langer Weg. Heute ist er ihr ganzer Stolz und ein echter Neustart. 25 Jahre lang arbeitete die Mittelfränkin als Hebamme, begleitete unzählige Familien bei einem der größten Momente ihres Lebens. Doch der Job forderte viel. Sie wollte eine Veränderung. Für mich war das so, man lebt ja nur einmal, man hat ein Leben. Und ich wollte was machen, was mir Freude bereitet. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich als Hebamme an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so kann ich nicht mehr weitermachen. Und dann überlegt habe, was wäre die Alternative. Und das wirkliche Prozess auch über Jahre war. Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Und dann mich dazu entschlossen habe, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und es ist für mich wirklich eine Berufung und ich mache es total gern. Der Weg in die Selbstständigkeit, volles Risiko für die Mittelfränkin. 2019 eröffnet sie ihren Laden. Kurz danach kommt die Corona-Pandemie. Die anfängliche Euphorie von heute auf morgen ausgebremst. Doch Stefanie Fröhlich kämpft und gibt nicht auf. Sie wird kreativ. Ich hatte keine Möglichkeit, auf eine Veranstaltung zu gehen. Ich hatte keine Möglichkeit, die Leute im Laden zu begrüßen. Und so wurde ich einfach in den sozialen Medien richtig aktiv. Und es hat mich weit vorangebracht. Man sagt ja immer, eine Tür schließt sich und eine andere öffnet sich. Also war Corona jetzt nicht nur durchweg negativ, sondern hat mich auch in anderer Weise weitergebracht. Das Smartphone als Catwalk. In den sozialen Medien verkauft Stefanie ins In- und Ausland und teilt dort mit anderen ihre Retro-Liebe. Hallo ihr Lieben, es ist zwar noch heißester Sommer, aber es trudeln die ersten Pakete für Herbst-Winter ein. Und dann freue ich mich immer über Kommentare, über das Connecten mit den Leuten, über Feedback. Das ist ganz wichtig, weil das motiviert einen dann auch wieder zum Weitermachen. Ihr größter Rückhalt, Ehemann Michael. Seit 25 Jahren tanzen sie gemeinsam durchs Leben. Durch ihn hat Stefanie erst den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Auch bei Veranstaltungen hilft Michael immer mit.
Bist du stolz auf sie? Na, freilich, könnte man nicht besser haben. Weil es sind nicht immer die Zeiten rosig. Und es kommen auch Zeiten, da läuft der Laden nicht so und dann baut er mich auch immer auf. Stefanie Fröhlich hat sich ihren Traum erfüllt. Rock'n'Roll, Retro und das gute Gefühl, angekommen zu sein.